Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Technode Firmacraft. Wir sind da, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Ich habe meinen Stuff wieder. Es ist wirklich ein Grab da gespawnt. Und ich habe mir gedacht, hey, ja, kommen wir doch die Höhle zusammen weiter. Weil ich meine, wir haben momentan gerade nichts Besseres zu tun und die Spitzhacke lange wahrscheinlich sowieso nicht mehr, um einmal etwas komplett neu auszugraben. Ich habe zwei Hämmer dabei, falls wir nochmal auf ein Skelett treffen. Ich habe mein Messer da. Ich tue das mal so. Und ja, das hier sind, glaube ich, Stalagmite. Ich habe kurz überlegen. Das ist immer so eine Sache mit den Stalaktiten und Miten. Aber ja, es gibt nichts, wenn man sie kaputt macht. Von dem her denke ich mal, es sind Stalaktiten. Ich hoffe, es sind keine Monster. Aber wir gehen jetzt deeper into the mines. Oh mein Gott, das sieht aus wie Kupfer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah nein, das ist für Aluminium. Aber hey, ich meine, wenn es frei rumliegt, ich nehme es gern. Es ist nicht so, dass ich da irgendwelche Skrupel hätte. Gibt es denn da noch mehr Stuff? Bauxit. Nothing of interest, Bauxit. Ja, da gibt es wahrscheinlich nur Bauxite. Okay. Well, dead end. Oh, Licht, dankeschön. Nothing of interest. Absolute nothing of interest. Gut, let's grab that stuff and get out of here. Okay. Das sieht einfach interessant aus, oder mal? Was ist das für ein Fels? Warte mal, ist das Rhyolite? Das ist Rhyolite. Tatsächlich. Von dem haben wir noch nichts. Ich lasse die Fackel mal da. Einfach so. Because. Ah, da hinten hat es noch irgendwas gehabt. Da oben. Mal schauen, ob man da irgendwas findet. Da haben wir ein Skelett getroffen und hat panisch Reis ausgenommen. Okay, da kommen wir sogar runter. Es geht in die Tiefen. Noch mehr Stalagmiten und Stalaktiten. Ich glaube, das sind tatsächlich Stalaktiten. Sieht noch cool aus. Holy shit, geht das da tief runter. Bitte kein Höhlensturz. Bitte kein Höhlensturz. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Doch sollte ich raufkommen. Und es sieht aus, als wäre es da fertig. Haben wir denn da irgendwas? Nothing of interest. Weißt du, da findet man schon eine Höhle? Und dann so etwas. Ist ja unglaublich. Da hat es auch nur Bauxite. Ja, gut. Irgendwoher müsste ich Kupfer bekommen. Weil Kupfer ist das, was wir jetzt brauchen. Alles andere ist nebensächlich. Wir haben die ganze Höhle schon erkundet. Das ist jetzt auch ein bisschen... Oder? Ja. Das ist doch ein bisschen karg, was da abgeht. Wow. Nein. Sollen wir gegen den kämpfen? Ich glaube nicht. Eine Chance zu flüchten? Ich glaube schon. Oh, Jüng. Nein! Oh, fuck! Ich will nicht schon wieder sterben. Hau ab. Oh. Nein. Ich hoffe, das Skelett kann uns da nicht abknallen. Muss der Zombie wegmengen? Bitte, stirb, Zombie. Stirb. Nein! Nicht noch mehr Zombies. Nein! Was? Nein! Nein! Ich will nicht nochmal das Herz verlieren. Ab nach Hause, würde ich sagen. Oder da, unsere Mine. Unsere traute Mine. Oh Gott.
Really? Hätte es wirklich müssen sein? Ich glaube ja nicht. Also. Puh. Ja. Ich würde sagen, ich begebe mich irgendwann unter Tag mal auf die Suche nach Kupfer. Okay, das tönt nach einem Sturm. Und zwar einem richtig heftigen Sturm. Holy moly. Blitz nochmal, komm. Oh Gott. Ich zeige euch jetzt, wie man einen Salat macht. Und ja, was das Kupfer anbelangt, ich habe in einem 400 Meter Radius um unsere Behausung so ziemlich alles abgesucht und nichts gefunden. Ich habe ein Loch gegraben, wo irgendwie 30 Blöcke tief ist. Nichts gefunden. Nicht einmal irgendein Erz. Und ja, das heisst, es sieht so aus, als müsste man auf eine längere Reise gehen. Und momentan habe ich mir jetzt einfach einen Salat gemacht. Und zwar macht man das so, ihr nehmt 4 Gemüse oder was auch immer, eine Schale und macht einfach einen Salat. Also es müssen verschiedene Sachen sein. Und es sollte da nicht zu wenig drin sein jeweils. Zum Beispiel Onions sollte irgendwo sogar noch ein paar haben. Die kann man leider nicht zusammen mixen. Was ich sehr komisch finde, weil es steht ja 20 von 160. Aber ja. Ja. Wieso es sieht irgendwie doch nicht so. Wo habe ich denn da innen? Onions, ja. Da haben wir Onions. Let's take the onions. And let's make some more salad. Create. Und jetzt haben wir zu wenig von was? Wahrscheinlich von den Beans. Nehme ich jetzt fast einmal an. Tun wir das mal zusammen. Oder wir haben keine Bowls mehr. Das könnte. Ja, wir haben keine Bowls mehr. Well, ich würde sagen, sobald wir eine von diesen Schalen fertig gegessen haben, bekommen wir den Bowl wieder zurück. Hoffe jetzt mal. Und dann kann man weitermachen. Mit dem Stück Salat machen, meine ich. Und ja, ich werde mich jetzt auf eine Reise begeben und hoffentlich Kupfer finden. Und bevor ich mich noch auf die Reise begebe, wollte ich euch noch kurz unsere Behausung zeigen, die ich ein bisschen ausgebaut habe. Da habe ich Holz hin tun, da habe ich Holzstämme hin tun. Beziehungsweise da habe ich Holzplanken jeweils hin tun. Da oben habe ich das Stroh weggenommen. Wir haben jetzt ein Dach. Von innen sieht das auch relativ schön aus. Und wir können jetzt hier rauf. Immer noch. Wir können hier rumlaufen. Da haben wir jetzt ein Strohdach. Eine kleine Brüstung. Und Pfeiler. Und ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Kann man vielleicht da noch irgendwie ein bisschen Holz an tun, damit es aussieht, dass wir ein Stroh haben. Aber sonst, ich finde, das sieht gut aus. So Leute, ich habe tatsächlich ein bisschen Kupfer gefunden. Da überall da, wo so Gravel liegt. Der nicht, weil der kein Dauer halt. Aber das Ding da und dort und da habe ich Kupfer gefunden. Und wenn zwar nothing of interest in der Nähe. Aber ich wette mit euch, irgendwo da unten hat Zeug, wo wir wollen. Wenn wir nur tief genug graben. Weil es kann ja nicht sein, dass es da Kupfer in der Nähe hat und dann hat es kein Kupfer in der Nähe. Also, falls ihr wisst, was ich meine. Ja, ich sehe keine anderen Kupferstellen mehr. Das müssen wir uns jetzt einfach da immer weiter runtergraben. Ich habe tatsächlich Kupfer gefunden. Und zwar übelst viel. Da hat es ein bisschen gehabt, das habe ich schon mal weggenommen. Einfach damit ich, falls ich irgendwie sterbe, dass ich dann wenigstens ein bisschen Kupfer habe. Und da unten die ganze Wand ist voll mit Kupfer. Das ist so übelst viel Kupfer. Holy shit.
Mit dem haben wir für ein Weile einfach mal ausgesorgt, was Kupfer anbelangt. Ich würde sagen, ich fange mal irgendwie da schon an. Das Zeug immer weggraben. Und... ja, vielleicht so. Besser. Ja, Kupfer. Schaut euch das an. Das sind volle 50er. Und... ja, ich würde sagen, das gibt eine Timelapse, wenn ich das ganze Ding hier aushöhle. Oder vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie lange das dauert. Falls ihr euch gewundert habt, wo das genau das Vorkommen an Kupfer ist, zeige ich euch das jetzt einmal. Da sind wir runtergekommen. Und nachher geht es da immer weiter runter und weiter runter. Und dann habe ich da geschaut, dort und dort endet es. Und dann bin ich da so in der Mitte runter und weiter runter. Und irgendwann bin ich da rüber. Und dann habe ich von dort hinten bis dort hinten gegraben. Und von dort hinten bis dort hinten. Und das hat rausgegeben, dass da gerade aber ungefähr das Kupfer sollte sein, was es dann ja schlussendlich auch war. Und ja, das Ganze hat noch eine lustige Geschichte dahinter. Und zwar, es haben wir einen kleinen Kuma gegeben. Der denkt, ja, mit seiner ersten Kupferspitzhacke könnte er doch nach Silber graben, wo er nicht für Werkzeug brauchen kann. Und dann ist seine Kupferspitzhacke so kaputt gewesen, dass er nicht hätte den ganzen Tunnel zum Kupfervorkommen graben. Ja, dann müssen wir nochmal Kupfer siebeln und irgendwo finden und nochmal eine Spitzhacke machen. Das ist auch der Grund, warum das Tier praktisch kaputt ist. Aber jetzt haben wir ja Kupfer. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich das alles werde rausholen momentan. Das ist so viel. Ey, wir haben Kupfer bis an den Arsch haben. Wir werden nie wieder Kupferproblem haben. Jedenfalls nicht in den nächsten 30 Folgen oder so. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Und ich finde, das ist sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Aber da ist überall Kupfer. Du kommst fast nicht drum herum. Das ist unglaublich. Und ja. Ich würde sagen, mit dem Erfolgserlebnis, ich werde noch ein bisschen weiter graben, bis mein Inventar komplett voll ist. Zum Glück hat es in dem Ding da innen genug Platz für ein ganzes Stack Kupfer. Aber ich werde trotzdem nicht mal allzu lange weiter graben. Und wow! Und das passiert auch. Da kann ich ja noch einen coolen Trick zeigen, was man in dem Modpack machen kann. Die eigentlich zwischen da oben. Also, zuerst mal brauche ich Fackeln. Das heißt einmal so, dann einmal so, dann einmal das weg und dann Fackeln machen. Am besten mache ich einfach auf allen Sticks Fackeln. Gut. Und jetzt, die Fackeln geben ja, wenn man sie in der Hand hat, geben die Licht ab. Die Fackeln geben auch, wenn man sie werft, Licht ab. Das heisst, theoretisch so, ja, ich sehe nichts. Und nachher, da sieht man zwar runter, da habe ich nicht runter gesehen, von oberst oben. Und dann habe ich einfach so eine Fackel runtergeworfen. Und jetzt passiert natürlich nichts. Normalerweise geben die Licht. Die jetzt irgendwie nicht so. Wenn ich mich verarsche. Das ist genau das, was ich vorne gemacht habe. Ey. Ich will mich doch verarschen. Ernsthaft. Die haben Licht abgegeben, ich schwör's. Das kann ja nicht irgendwie ein Bug gewesen sein oder so. Auf jeden Fall, ja. Wir sehen, wir haben übelst viel Kupfer und irgendwo da unten hat es wahrscheinlich noch eine Höhle, wo das Ganze zum Einsturz gebracht hat. Aber ja, ich werde das mal auffüllen mit irgendwie Granit oder so, oder Sand und Gravel am besten. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei TechNode Thermacraft. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Und am besten auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Kritik ist immer gern gesehen. Konstruktive Kritik. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.